Ich bin überzeugt, wir alle erleben Sachen auf dieser Welt, die nicht von Gott sind, die schwer zu ertragen sind. Das möchte ich auch nicht abstreiten mit diesen Worten, aber ich möchte ermutigen, dass wir probieren, in allem die Dankbarkeit nie zu verlieren. Heisst nicht für alles dankbar sein, sondern in jeder Lage probieren, auch dankbar zu sein. Jetzt wollen wir aber auch einen dankbaren Applaus immer wieder denen geben, die doch die Predigt auf Podcast schauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. So schön habt ihr eingeschaltet. Wir hoffen und beten, dass auch diese Predigt einfach genau in die Situation hineinreden, wo wir persönlich dran sind, wo wir vielleicht auch gute Momente erleben, vielleicht auch herausfordernde, dass einfach die Predigt direkt in unseren Alltag hineinreden kann. Wir haben auf unserem YouTube-Channel auch sehr viele geniale verschiedene Formate. Ich möchte euch auch ermutigen, das mal anzuschauen, dass wir dort alles haben. Wir haben zum Beispiel das Let's Talk-Format, wo wir so ein bisschen über Alltagsthemen austauschen. Wir haben aber auch Predigten von verschiedenen Rednern, die ihr dort findet, das rentiert den YouTube-Channel mal ein bisschen anzuschauen. Heute geht es um das Thema dankbar in jeder Lage. Ich bin überzeugt, wir dürfen probieren, eine dankbare Haltung in unserem Alltag wie so ein bisschen als festen Boden einzubauen. Dankbar kann man für ganz viele verschiedene Sachen sein. Und wir wollen gerade als erstes auch ein bisschen in die Bibel hineinschauen. Es ist spannend, was wir auch so zu diesem Thema finden. Und da gibt es auch so ein bisschen einen berühmten Vers, ein Vers, der ja das so wunderschön ausdrückt, wo der Paulus einen Brief schreibt in eine Kirche, also in eine Gemeinde, die relativ frisch unterwegs ist. Also wir lesen das so, dass das eine junge Gemeinde ist und das ist auch wichtig, dass wenn wir nachher den Vers so ein bisschen zusammen anschauen, dass wir auch ein bisschen verstehen, in welchem Kontext das Ganze hineingeschrieben ist. Also was sich auch der Paulus überlegt hat oder sich von Gott hat brauchen, für in die Gemeinde hineinzuschreiben. Und zwar war es dort so gewesen, wie ich gesagt habe, es war eine sehr junge Gemeinde. Also die Christen sind sehr frisch im Glauben unterwegs gewesen. Und dort ist auch noch spannend, so ein bisschen die Begebenheit, das war in der Zeit, wo es Missverständnisse gab, weil die jungen Christen fest damit gerechnet haben, weil ja Jesus hat gesagt, er kommt gleich wieder zurück. Und nachher ist aber das gleich ein bisschen länger gegangen und die Christen haben es nicht verstanden, warum jetzt auch Menschen älter werden und sogar von dieser Welt gehen, bevor Jesus zurückkommt. Und nachher ist ein weiterer, sehr spannender Aspekt, ist, dass der Paulus eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo er den Brief geschrieben hat, eigentlich auch in die Begebenheit hineingeschrieben, dass die Christen, also die Leute, die an Gott geglaubt haben, sind aktiv verfolgt worden. Und das hilft uns vielleicht auch so ein bisschen die Fülle von diesem Vers zu verstehen. Ich möchte euch das vorlesen. 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18, wo steht: Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Jetzt finde ich ganz spannend, wenn wir den Vers anschauen, und ich habe euch das da extra auch noch hier auf dem Samsung Flip ein bisschen mitgebracht. Wenn wir den Vers lesen, ist ein Wort, das für mich eine unglaubliche Fülle hat, das auch eine Tiefe in den ganzen Vers hineinbringt, dass wir ja uns immer freuen und eben dankbar sein. Und das ist das da Wort hier. Es heisst, wir sollen dankbar in jeder Lage innen sein. Es heisst hier nicht, und das ist etwas, was mir vielleicht auch so ein bisschen am Anfang, als ich mit Gott unterwegs war, ein bisschen mehr passiert ist, oder glaube auch die einen oder anderen vielleicht auch schon so ein bisschen überlesen haben. Es heisst nicht, wir sollen für jede Lage danken. Es heisst, in jeder Lage innen haben wir Grund, Dankbarkeit zu entwickeln, Dankbarkeit auch zu finden. Es heisst aber nicht, dass wir für alles, was auf dieser Welt passiert, für all das, was vielleicht auch in unserem eigenen Leben passiert, unbedingt für das müssen dankbar sein, sondern der Paulus meint hier viel mehr damit, auch wenn Sachen passieren in dieser Welt, die wir nicht verstehen, die unserem Herz wehtut, wo vielleicht irgendwo eine Enttäuschung passiert, wo vielleicht sogar irgendwo körperliche Krankheit sind, dass wir für das sollen danken. Und das wäre ein bisschen komisch, wenn wir zu Gott gehen und ihm sagen, ich möchte dir danken, dass ich nicht mehr gut laufen kann, dass mein Knie immer noch nicht funktioniert. Das ist nicht das damit gemeint, sondern wir können vielleicht trotz den Herausforderungen mit unserem Knie oder was auch immer in unserem Herzen ist, gleich
gleich noch dankbar sein. Und das gibt für mich schon eine Fülle, aber auch eine Erklärung, dass wir, glaube ich, auch dürfen realisieren, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, heisst es nicht, dass alles perfekt läuft. Es heisst nicht, dass wir hier auf dieser Erde nur noch Glücklichkeit werden empfinden. Wir leben in einer nicht perfekten Welt und das hilft uns auch zu verstehen oder auch Sachen einzuordnen, dass nicht alles, was wir sehen, hören, was auch passiert auf dieser Welt, dass alles von Gott ist. Aber es darf uns ermutigen, trotzdem in jeder Lage innen noch eine Dankbarkeit zu empfinden. Und dass wir nicht in einer perfekten Welt leben, ich glaube, das können wir alle auch persönlich bezeugen. Wir alle erleben Sachen, die wir uns anders vorgestellt haben. Wir alle erleben auch Enttäuschung oder Traurigkeit. Und das hat damit zu tun, wenn wir ganz am Anfang auch von der Bibel schauen, dass Adam und Eva, die einen oder anderen kennen die Geschichte, so hat es angefangen, dass sie sich entschieden haben, im Paradies, wo eben alles perfekt war, wo sogar noch die grössten Tiere, die jetzt verfeindet sind, gut miteinander ausgekommen, in einer wunderschönen Atmosphäre haben dürfen leben. Aber der Punkt war, sie haben sich entschieden, auf das eine, was Gott hat gesagt, was sie nicht machen sollen, von dieser Frucht, von diesem einen Baum zu essen. Sie haben sich entschieden, das trotzdem zu machen. Und das hat Folge für unsere Welt, in der wir drinnen leben. Das hat auch eine Folge für unser Leben, wie wir es erleben. Gut, aber jetzt wieder zurück zu dieser Dankbarkeit in jeder Lage, die wir finden können. Wie ich gesagt habe, passieren Sachen auf dieser Welt, die nicht von Gott sind. Und das ist so wichtig zu verstehen. Das heisst nicht, wenn wir auch Jesus wie anerkennen oder einen glauben, dass wir für alles oder jeden Moment sogar Antworten haben, dass wir alles immer verstehen können. Das heisst nicht, dass wir 100%ige Heilungsgarantie haben, dass wir nichts werden haben mit dem Körper, sondern es heisst auch viel mehr, wir haben einen Grund in all dem, was passieren kann, gleich auch noch die Dankbarkeit zu entwickeln oder zu finden. Für mich heisst es, wenn wir diesen Vers lesen, dass wir uns freuen können, was auch immer passiert. Das heisst, wir können uns freuen, weil wir durch den Glauben an Gott eine Ewigkeitsperspektive haben. Sachen, die hier auf dieser Erde nicht so passieren, wenn wir uns das wünschen, dürfen wir wissen, in der Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel wird es gut sein. Das heisst, wir sollen uns durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist für mich auch eine starke Aussage. Wir sollen uns nicht vom Gebet abbringen, weil wir auch eine Aufgabe haben in dieser Welt, wo wir sind. Wir alle leben irgendwo in einem Umfeld, in einer Familie, einem Arbeitsplatz, wo auch immer. Wir sind alle dort unterwegs und wir haben dort auch eine Aufgabe. Und wenn wir im Gebet unterwegs bleiben, bin ich überzeugt, kann uns Gott alles geben, was wir brauchen. Das heisst, wir sollen Gott eben in jeder Lage danken. Und das heisst für mich auch, wir können, egal wie es aussieht in unserem Alltag, auch immer wieder Sachen oder Begebenheiten finden, wo wir dankbar sein können. Schlussendlich bin ich auch überzeugt, egal was wir für Emotionen erleben, egal was passiert ist, egal ob wir vielleicht sogar im Warten sind, wenn wir für ein Wunder gebetet haben, vielleicht sogar gewisse Prozesse in Gang gegeben worden und wir sind im Warten, bis Gott das Wunder tun kann, dass wir trotzdem dann dankbar sein können, sogar für die Wartezeit. Das heisst auch für mich, sogar wenn wir am Trauern sind, wenn vielleicht irgendwo jemand gegangen ist von dieser Welt und wir Traurigkeit verspüren, dass die Traurigkeit nicht falsch ist, aber dass wir trotzdem vielleicht in dieser Traurigkeit auch dankbar sein für die Momente, die wir erleben dürfen. Das heisst für mich auch, wenn wir Erfolg erlebt haben, wie im Feiern sind, vielleicht sogar die Lehrabschlussprüfungen geschafft haben oder vielleicht auch irgendwo beruflich weitergegangen sind, dass wir in diesem Feiern oder auch stolz sind auf das, was wir geschafft haben, nicht vergessen, dass jeglicher Dank schlussendlich unserem Vater im Himmel gehört. Und ich möchte euch da etwas so vorlesen, eine Begebenheit, wo eigentlich Jesus sehr klar auch sagt, wie das so mit dem Danken funktioniert. Wir lesen das im Lukas-Evangelium, dort steht, auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie
gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Ganz spannend, wie wir hier auch das lesen, auch das habe ich da noch schnell so ein bisschen aufgebracht, dass eigentlich 10 so wunderbar hübsche Dockeli ein Problem hatten und zu Jesus gerufen. Und das gelesen habe, ich dachte, ja, wo rufe ich zu Jesus? Wenn ich den Tag starte mit Gott, was habe ich oftmals auch für Anliegen, was er tun könnte, wo er Begebenheiten ändern könnte. Wir lesen, wie 10 zu Jesus gerufen und nachher kommt eine sehr untypische Antwort. Jesus sagt, geht zu den Priestern. Er macht nicht das Wunder, sondern er sagt, macht das und das, was vielleicht für viele nicht ganz logisch war. Auf dem Weg werden sie gesungen. Das heisst schon, es hat einen Schritt gebraucht, vor dem gesungen werden. Spannend ist aber näher, wie wir lesen, nur einen einzigen, den hier nehmen wir, hat Dankbarkeit gegenüber Gott, gegenüber Jesus, der das Wunder hat, da im Prinzip nicht vergessen. Alle anderen haben gesehen, wir sind gesungen, check, erledigt, Gebetsanliegen erhört und jetzt wartet dieses und jenes und eins, das ich lange nicht mehr machen konnte, wo ich eben nicht gesungen war. Und einer erinnert sich und denkt, nein, ich möchte zurück zu Jesus gehen und dort noch den Dank ausdrücken, dass eben genau das passiert ist, wo man sich ja so fest hat gewünscht. Und um ganz ehrlich zu sein, als ich das so wieder frisch habe gelesen habe, habe ich auch selber gemerkt, oftmals planen wir vielleicht darum, wir singen zu Gott, wir beten, wir reden mit Freunden und Freundinnen darüber, über Sachen und dann passieren sogar Wunder, vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir das erwartet haben, aber nachher vergessen wir, oder auch zumindest mir geht es so, vergessen wir auch, dass genau ja das passiert ist, was wir uns so fest erwünscht haben, und vergessen wir dort vielleicht auch die Dankbarkeit gegenüber unserem Vater im Himmel auszudrücken. Und darum, ganz ehrlich, liebe ich auch Sonntag für Sonntag, darf ich in die Kirche zu gehen oder den Livestream einzuschalten, der mich daran erinnert, dass ein Gott da ist, der schlussendlich die Fäden immer noch in den Händen hat. Das erinnert mich daran, dass ich das auch nicht vergesse, weil ich immer auch wieder mit dem Wort von Gott direkt konfrontiert werde. Auch die Feste, die wir viel davon in der Bibel lesen, die jüdischen Feste, haben viel den Zweck gehabt, dass man nicht vergisst, was Gott da hat. Gott hat oftmals dem Volk von Gott gesagt, damit ihr nicht vergesst, feiert jedes Jahr das Fest. Darum feiern wir ja auch zum Beispiel das Erntedankfest. Das Erntedankfest hat eigentlich genau den Ursprung, dass wir Gott Danke sagen, für das wir zu essen haben, dass wir arbeiten können, dass es vorwärts geht, dass es entwickelt wird, sogar vielleicht für unsere Natur, die eben uns auch Nahrung bringen kann. Das Erntedankfest haben wir uns auch als Hope and Life Kirche gesagt, wollen wir feiern, weil es tut der Dank gegenüber unserem Vater im Himmel neu ausdrücken. Und mir war es so gewesen, als ich relativ, sage ich mal, frisch und leidenschaftlich im Glauben unterwegs war und auch ein bisschen die Kraft vom Gebet herausgefunden und durfte beten und dann sind Sachen passiert oder Sachen haben sich verändert, dass ich gemerkt habe, dass auf das Mal mit der Zeit, ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen der Mensch, der aus sehr einfachem komplizierte Sachen machen kann. Ich habe bei mir selber gemerkt, mein Gebetsleben wird sehr, sehr anspruchsvoll, ein bisschen auch sehr kompliziert. Ich habe meine Listen entwickeln, was ich beten möchte, was ich Gott immer wieder wiederholend möchte sagen, dass er es dann ja nicht vergisst, weil es mir dann schon ganz wichtig ist. Und ich anfange auch so Gebet und dieses Jahr habe mir so viele Gedanken machen. Und dann weiss ich noch, ist mir dann ein Vers in der Bibel begegnet, wo Jesus sehr klar ausdrückt, auch wie das mit dem Gebet oder auch vielleicht mit dem Bitten soll gehen. Möchte ich das so schnell vorlesen. Es steht in der Bibel, plappert nicht vor euch hin, wenn
ihr betet. Das finde ich mal schön. Plappert nicht vor euch her, wenn ihr betet. Wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Und dann lesen wir eigentlich in der Bibel dort, wie das berühmte Gebet zu unser Vater im Himmel entstanden ist, wo mir dann auch der Vers dann so begegnet ist, oder ich mich selber auch so ein bisschen probiert, aus der Ferne anzuschauen, wie mein Gebetsleben auch aussieht, habe ich mich dann entschieden, zurück in eine Einfachheit hineinzugehen, damit ich auch wieder simpel werden kann. Und wisst ihr, wie das hat ausgesehen bei mir? Ich konnte dann noch gar nicht gut Englisch reden, ich habe also nicht so gut verstanden, das dann erst ein bisschen später entwickelt. Aber dann hatte ich das Gefühl, Timo, jetzt sollst du neu einfach Englisch beten. Und da ich ja nicht gut Englisch konnte, bin ich einfach aufgestanden und dann habe ich gesagt, hello, Jesus. Thank you for my life. Und dann, welches Wort kann ich noch? And my wife. Oh, thank you for this new day and this sun is shining. Und dann ist schon wieder zu kompliziert. Und dann habe ich einfach gesagt, thank you for this and this and this and this. Und ja, nur danken. Und ihr glaubt es nicht, es ist gut, hat das niemand gehört, wie das tönt, aber wie mir das so geholfen, schlussendlich das Gebet nicht zu missbrauchen, für Gott alle meine Anliegen und hier und da, und wie ich den Masterplan in den Händen habe und wüsste, wie es laufen soll, sondern wie ich Gott einfach Merci sagen möchte, wie ich möchte erkennen, wie ich gesegnet bin mit meinem Life und meiner Wife, oder? Und dann Sachen, hätte ich einen Hund gehabt, hätte ich auch einen Dog auch noch gewusst, wegen dem Hotdog, aber ich hatte keinen Hund gehabt. Aber einfach in dieser Einfachheit drinnen zu bleiben. Und es hat mein Gebetsleben auch ein bisschen revolutioniert, dass ich noch heute die meisten von meinen Gebeten immer wieder zu Gott bete. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du auch das siehst, was mich vielleicht herausfordert und du eine Lösung hast. Und da bringt es so eine extreme Einfachkeit ins Leben hinein. Wir haben mal den Nick Nielsen, der ja auch schon hier ist, predigen, der ein Teil ist von einer grossen Kirche in Amerika, gefragt, was er das Gefühl hat, was sein Pastor, der Joel Osteen, der so viel bewegt, auch weltweit, wo Gott viel anvertraut, viele Menschen dürfen auch berührt werden, dürfen zu Jesus finden durch seine Predigten. Wir haben ihn gefragt, was hast du das Gefühl? Was ist auch das Geheimnis? Warum tut Gott so wahnsinnig viel? Warum bewegt er auch so wahnsinnig viel mit dem Mann? Es war spannend, er hat kurz überlegt und nachher, wie uns zur Antwort gesagt, eins, was er ganz fest, dass sein Leiter, der Joel Osteen, immer den Dank Gott zurückgibt. Egal, was passiert im Leben, er hat sich entschieden, immer wieder den Dank Gott zurückzugeben. Und da gibt es viele Situationen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, dass er eingeladen wurde, vor x Leitern zu reden und sie wollten unbedingt Geheimnis wissen von ihm, wie er das und dieses und wie die Kirche und alles. Und er ist einfach hergestanden und hat gesagt, ja, Gott ist unglaublich gut. Das ist alles, was ich sagen kann. Und dann ist er wieder abhocken auf seinen Stuhl. Und sie wollten Sachen wissen, aber er hat einfach den Dank Gott zurückgegeben. Ich bin überzeugt, wenn wir es schaffen, den Dank Gott zurückzugeben, immer wieder, kann das uns auch Türen öffnen. Weil wir lesen ja zum Beispiel in den Sprüchen 3, ein Spruch, der auch sehr viel Kraft hat. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Es ist in der Bibel nicht sehr viel so, dass wir lesen, wenn wir das machen, wird das passieren. Hier ist aber ganz eine klare Zusage, die heisst Ehre. Und für mich heisst Ehre, wir vergessen Gott nicht, wir vertrauen Gott nicht, wir sind dankbar, was Gott tut im Leben. Er, der Vater im Himmel, und dann wird passieren. Für mich ist das so eine klare Zusage, dass sich auch unser Leben in eine positive Richtung wird bewegen, wenn wir das genau schaffen, wenn wir immer wieder mit dem Dank zu Gott zurückkommen. Und für mich ist das auch
immer das Inspirierendste oder auch das Beste. Ich tue auch am liebsten mit Leuten, die schon ihre Dankbarkeit leben, neue Projekte angehen, Sachen bewegen. Ich habe es viel lieber, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die eine Grunddankbarkeit haben, weil sie inspirieren mich auch immer wieder, dankbar zu sein. Und durch die Grunddankbarkeit dürfen wir auch neue Sachen angehen, neue Projekte angehen, weil eben die Dankbarkeit schon da ist. Ich denke auch, es ist klar, die meisten kennen das vielleicht auch schon, oder wenn man es merkt oder beobachtet, auch wenn wir als Eltern unterwegs sind. Wir tun viel lieber auch wieder etwas für unsere Kinder, wenn eine Dankbarkeit kommt. Wenn sie können, Danke sagen, bewegt es unser Herz als Eltern, dass wir auch die nächsten Schritte werden, unser Bestes geben, für die nächste Lebensphase unser Bestes für sie geben, auch weil der Dank ankommt. Ich bin überzeugt, sogar jeder Chef wird mehr sein Bestes geben oder probieren, sein Bestes geben, weil auch die Mitarbeiter dankbar sind für das, was sie haben. Und so kann eine ganze Stimmung auch geändert werden. Und wir haben bei uns daheim auch so mittlerweile eine kleine Tradition, dass einmal in der Woche ist auch so offizieller Papa-Abend und dann darf ich dann ein bisschen mit den Mädchen schauen und alles. Und meine Frau geht ein bisschen laufen und an einem Papa-Abend sieht dann alles ein bisschen anders aus. Das heisst konkret, wir hocken zusammen vor dem Fernseher, tun so zusammen zu Nacht essen. Ist vielleicht pädagogisch nicht ganz korrekt, aber es ist auch Wellness für das Herz, wenn wir dort dann so ein bisschen das geniessen dürfen. Jetzt ist auch Asterix Obelix rausgekommen wieder und das ist mein Kind, hat das Herz, das da zum Aufblühen kommt. Aber wenn ich das so schaue, dann habe ich mich nur gefragt, darf man das in der heutigen Welt überhaupt noch so schauen? Aber ich habe gefunden, das gehört ein bisschen zur Ausbildung, das darf man schauen zusammen. Aber dort ist es so, ich tue die Augen, wenn wir zusammen vor dem Fernseher schauen, dann bringe ich meine Töchter nach ihr Tauerli, wo sie ein bisschen das Gemüse knabbern oder ein bisschen zu essen. Aber ich habe dort ganz klar von Anfang an gelernt, wenn ich das gebe, dann höre ich etwas und das heisst Danke. Und ich lasse das Tauerli nicht los, bis das Danke kommt. Und ich bin etwa auch schon, und ich sage, gell, nachher hat die eine, weil sie so viel fest am Fernseher ist das genommen, habe ich es einfach wieder genommen. Und dann schaut sie mir gross an. Was sagen wir? Danke. Weil wir uns entschieden haben, auch die Dankbarkeit als einen Wert von unserer Familie zu haben. Was ich auch mit dieser ganzen Predigt möchte sagen, vielleicht gleich am Schluss auf unser Leben angeschaut. Dankbarkeit öffnet uns Türen im Leben. Und darum glaube ich auch, Dankbarkeit ist eigentlich nicht ein Gefühl oder jetzt fühle ich mich dankbar, morgen geht nicht so, jetzt geht es mir ein bisschen besser, dann bin ich auch dankbar. Dankbarkeit ist, glaube ich, auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir jeden Tag, auch, weil wir Menschen sind, auch oftmals bewusst selber müssen fällen, auch wenn die Dankbarkeitsgefühle noch gar nicht da sind. Aber ich bin überzeugt, auch durch diesen Akt, wenn wir uns entscheiden, dankbar zu sein, werden wir auf das Mal noch dankbarer. Weil wir uns entschieden haben, weil eben das Gefühl, bin ich überzeugt, auch zusammenhängt oder gesteuert ist mit dem, was wir in unserem Hirn empfinden. Ich habe gelesen, auch wissenschaftlich und medizinisch Dankbarkeit ganz klar ein Gewinn ist. Ganz klar ein Gewinn, auch dass mehr Glücksgefühl da sind, mehr wir uns auch gesund und zufrieden fühlen. Ich habe das gelesen von einer Studie, was so ein bisschen das Schlussergebnis war. Sie hat gesagt, verschiedene das ist ein schweres Wort. Verschiedene Dankbarkeitsarten führten zu einem höheren Wohlbefinden sowie positiven Effekten auf gesundheitlicher Ebene und Verhaltensebene. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass eine bewusste Konzentration auf Dankbarkeit emotionale und zwischenmenschliche Vorteile haben kann. Es ist klar, wir leben in einer Zeit, wo irgendwie alle 3 Minuten wieder eine neue Studie rauskommt und belegt, man kann alles belegen. Aber ich habe das gelesen und gedacht, ist ja spannend. Die Bibel sagt uns zum Beispiel in den Sprüchen 17,22 schon seit vor 3000 Jahren, ein fröhliches oder für mich ein dankbares Herz ist die beste Medizin. Die Bibel hat das schon lange gesagt. Was wir jetzt langsam mit Studien ein bisschen belegen können. Dankbarkeit ist die beste Medizin. Und ich habe gedacht, wir werden nächste Stunde auch noch mal ein bisschen in die Dankbarkeit hineingehen. Ich habe mir überlegt, stellen wir uns vor, wenn wir 7 Tage lang jeden Abend probieren vor dem Schlafen für 3 Sachen dankbar sein. Auch wenn wir einen mühsamen Tag erlebt haben, wenn wir das Gefühl haben, für mich gibt es nichts zum Danken. Wenn wir probieren, wie zu sagen, Gott,
Du hast mich da gesehen, du kennst meine Ausgangslage, aber ich bin dir dankbar für das. Und ich bin dir dankbar für das. Und ich bin dankbar für das. Und vielleicht können wir das sogar aufschreiben oder auch laut sagen, dann hören es nach unser Ohr und das hilft, das ist das Beste, für auch etwas sich anzugewöhnen. Aber was kann passieren? Ich bin überzeugt, das ändert unsere Perspektive auf so vieles schon innerhalb von einer kurzen Zeit. Weil wir schlussendlich auch vor dem Schlafen uns entscheiden, dankbar zu sein. Das ist für mich auch das Dankbar in jeder Lage. Ich bin überzeugt, wir alle erleben Sachen auf dieser Welt, die nicht von Gott sind, die schwer zu ertragen sind. Das möchte ich auch nicht abstreiten mit diesen Worten, aber ich möchte ermutigen, dass wir probieren, in allem die Dankbarkeit nie zu verlieren. Heisst nicht für alles dankbar sein, sondern in jeder Lage probieren, auch dankbar zu sein. Kolosser 3,17 steht, und alles, was auch ihr immer tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Und ich liebe es, wie ihr euch entschieden habt, heute in die Kirche zu kommen oder Livestream einzuschalten, weil ihr bewusst einen Teil von eurer Zeit habt gesagt, ich möchte es Gott geben. Es läuft zwar vielleicht viel, es war auch eine Entscheidung, sich rauszunehmen aus dem Alltag, aber ich tue wie Gott einen Moment von meiner Zeit schenken. Das heisst nichts anderes als schlussendlich, ich bringe den Dank Gott. Ich komme zurück in die Kirche, auch Gott Danke sagen für das, was da gegangen ist, für das, was wird kommen. Ich weiss, wem ich was zu verdanken habe. Und ich bin überzeugt, dass Gott sein Herz so bewegt und dass wir auch werden erleben. Und das ist mein tiefes Gebet oder mein Wunsch auch, dass wir anhand von unserem Leben erkennen, dass Dankbarkeit oder auch Ehrfurcht gegenüber Gott rentiert und dass wir das so als Impact genau an diesem Ort austragen, wo wir dran sind.